Ende April, ein Biotop bei Augsburg. In 4 von 10 Nistkästen brüten die ersten Kohl- und Blaumeisen und ein Feldsperling. Für Klaus Stampfer beginnt jetzt die Hochsaison. Mit ausgeklügelter Technik kann er das Geschehen in den Nistkästen beobachten, ohne dabei die Vögel zu stören. Ja, hier sieht man, wie die Kohlmeise, die da jetzt drin ist, ja, die brütet bereits. Ja. Und was ich heuer zum ersten Mal beobachtet habe, dass nicht jeden Tag ein Ei gelegt worden ist, sondern ein paar Eier gelegt und dann während der Kaltphase waren ein paar Tage, wo kein Ei gelegt wurde und danach ist das Eierlegen wieder weitergegangen. Also das hatten wir in der Vergangenheit noch nie, da war wirklich jeden Tag ein Ei. Es ist sein Forscherdrang, der ihn antreibt. Früher hat er als Diplom-Informatiker in einem großen Technologieunternehmen gearbeitet. Jetzt nutzt der 68-Jährige sein Know-how bei der elektronischen Vogelbeobachtung. Alle Nistkästen sind verkabelt und durchnummeriert. D3 ist gerade unbewohnt. Das ist ein Nistkasten mit einer eingebauten Kamera, der ist total leer. Und den können wir also ohne weiteres aufmachen. Und dann kann man auch sehen, wie innen drin die Kameras ausschauen und auch die Lichtschranken. Je 2 Lichtschranken hat der Tüftler außen und innen angebracht. Gespeist werden sie von einem Akku. Damit habe ich die Möglichkeit, an der Reihenfolge der Unterbrechung festzustellen, ob ein Vogel reingeht, ob er rausgeht oder nur reinschaut oder nur rausschaut. Und das ist eine seiner Kameras. Sie schaltet sich automatisch zu bestimmten Tageszeiten ein. Die Beleuchtung ist jetzt so ausgerichtet, dass die LEDs an die Wände hinleuchten. Damit haben wir indirekte Beleuchtung. Das heißt, die Vögel werden nicht geblendet und sie fühlen sich absolut auch nicht gestört. Nur der Akku muss alle 20 Tage gewechselt werden. Mit den Lichtschranken habe ich ja hier faktisch eine Rundumbeobachtung. Also 24 Stunden am Tag, 7 Tage in der Woche, lückenlos. Und ich sage Beobachtung, ja, das klingt besser als manche andere Wörter. Die Stadtbeobachtung fallen wir Überwachung oder so, ja. Vor 2 Jahren ist ihm eine spektakuläre Beobachtung geglückt. Eine Blaumeise will ihr Junges füttern und nimmt dafür eine Feder her. Selbst Ornithologen überraschte das. War es ein Versehen oder Absicht? Noch gibt es dafür keine wissenschaftliche Erklärung. Angefangen hat er alles zu Hause in Bonstetten. Für seine Vogelbeobachtungen verkabelte er seine Nistkästen an der Hauswand. Sie sind für Meisen und Sperlinge geeignet, Lochgröße 28 bis 32 mm. Doch dann verirrte sich ein Star in seinen Garten. Der Tüftler baute ihm einen größeren Nistkasten. Na, siehst du schon was? Bei den Staren, da zählt die Immobilie für das Weibchen sehr wohl, wie attraktiv das Männchen ist. Also nicht nur, wie schön schaut er aus, wie schön kann er singen, sondern auch noch, welche Immobilie bietet er mir an. Kreativität zählt auch. Herr Starr ist auf Brautsuche, will Eindruck schinden. Und da hat er so eine Idee. Lass Blumen sprechen. Ob er damit die richtige findet? Noch ziert sich die Auserwählte. Fast wie im richtigen Leben. Marianne ist die Frau an Klaus Stampfers Seite. Seit fast 40 Jahren schon. In ihrem Garten verbringen sie viele gemeinsame Stunden mit klarer Aufgabenteilung. Da ist der Sixten da oben. Links oben. Ich sehe ihn nicht mehr. Der muss weg sein. Also ich bin jetzt kein Vogelkundler, aber ich bin das eigentlich gewohnt, weil seit wir verheiratet sind, seit wir befreundet sind, hat er schon immer Hobbys gehabt. Und das wechselt eher, jetzt sind es mehr die Vögler, früher war es mal Modellflug. Und das ist seit 8 Jahren Klaus Stampfers Beobachtungszentrale. Hier analysiert er alle Bewegungsprofile und sichtet sein Bildmaterial. Inzwischen sind es rund 60 Terabyte Videodaten. Gerade beobachtet er die brütende Kohlmeise direkt an seiner Hauswand.
In rund 10 Tagen werden ihre Jungen schlüpfen, wenn alles gut geht. 2 Wochen später. Am Telefon hatte uns Klaus Stampfer von 5 geschlüpften Kohlmeisenküken berichtet und von den emsigen Versorgungsflügen der Vogeleltern. Doch bei unserer Ankunft ist alles anders. Eine sehr traurige Nachricht. Heute Nacht sind alle 5 jungen Kohlmeisen gestorben. Gestern haben die Altvögel die nicht mehr gefüttert und heute Nacht auch nicht mehr gehudert und jetzt sind sie tot. Ein letzter Blick in den Nistkasten vom Monitor im Badezimmer. Einen Komplettausfall der Brut beobachtet er immer wieder. Doch was ist letzte Nacht passiert? Das will Klaus Stampfer jetzt mit Hilfe von seinen Daten herausfinden. So, hier sehen wir bereits die erste Abweichung. Hier die Anzahl am Anfang der Einflüge war noch normal bis ungefähr 9 Uhr. Und ab 9 Uhr haben sie faktisch nicht mehr gefüttert. Ab und zu sind sie noch selten reinkommen, aber hier nicht mehr gefüttert. Ja, und hier haben wir bereits den Bösewicht, nämlich der Temperaturrückgang. Man sieht hier, die Nacht vom 7. auf den 8. hat hier nahezu 0 Grad erreicht. Und das war dann anscheinend für die Kohlmeisen das Ausschlaggebende, die Brut aufzugeben. Es gibt wahrscheinlich eine zweite Brut. Hoffen wir, dass die dann auch günstig verläuft. Aber emotional gesehen ist es schon mal eine Belastung, jetzt zu sehen, dass wenn hier eine ganze Brut faktisch verloren geht. Die Kohlmeisen im Biotop haben die kalte Nacht überstanden. Wohl deshalb, weil sie hier noch am Brüten sind. Der Vogelkundler ist heute mit Eva Maria Küls und Angelika Zerbe verabredet. Beide sind Mitglied beim Landesbund für Vogelschutz und interessieren sich für seine neuesten Beobachtungen. Schlimm sind Temperaturstürze, weil da meistens die gesamte Brut aufgeben wird. Also letztes Jahr war die erste Brut nicht erfolgreich durch einen Temperatursturz. Heuer ist wieder nicht, ja. Und was tut sich hier? Ja, es könnte sein, dass heute schon die Jungvögel von den Kohlmeisen hier schlüpfen. Ich schaue mal nach, ob das soweit ist. Nee, ich sehe, die Kohlmeise brütet noch. Oh ja, oh. Das ist einfach toll, so direkt reinzuschauen in diese heimliche Welt, wo wir sonst nie einen Einblick haben. Und da Dinge zu sehen, die kein Mensch sehen kann normalerweise. Zum Beispiel, dass einfach die Kohlmeisen die Eierschalen fressen, wusste ich einfach nicht. Und ich denke auch, dass Biologen und Naturschützer da viel rausholen können. Die meisten Aufnahmen sind Vogel rein, füttern, Vogel raus. Aber man kann dabei auch einzelne sonderbare Sachen sehen. Ich sage immer, das sind die Nuggets, die man da findet. Und dann sind da noch die kleinen Alltagsszenen, auch die immer wieder faszinierend.